Freie, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, unverhofft hat sich dann doch noch etwas getan beim ersten FC Köln. Ich dachte, wir sehen uns erst wieder zum Spieltagstalk gegen RB oder auch Red Bull. Aber nun ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass sich noch etwas am sogenannten Deadline Day tut, weil ich dachte ehrlich gesagt, das wäre Sonntag durch gewesen. Ich wusste nicht, dass am 2. Februar dieses Jahr der Deadline Day stattfinden wird. Der Deadline Day gilt natürlich für die großen europäischen Ligen, wozu die Bundesliga dazugehört, denn das bedeutet auch gleichzeitig, ab jetzt sind keine Transfers mehr nötig. Deswegen habe ich nicht sofort reagiert. Ich sage auch immer, ich reagiere erst, wenn ein Spieler hier wirklich unterschrieben hat. Das war gestern dann auch der Fall und dieser Spieler heißt Felipe Chavez. Ja, liebe Freunde, der Junge ist peruanischer Nationalspieler mittlerweile, aber dazu kommen wir gleich. Er wechselt vom FC Bayern München auf Leihbasis für ein halbes Jahr zu uns. Wir sichern uns eine Kaufoption. Gleichzeitig sichern sich die Bayern auch eine Rückkaufoption. Was natürlich irgendwie bedeutet, dass die Bayern sehr viel von ihm halten. Und ja, ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird, weil, wie schon gesagt, Rückkaufoption, das heißt ja eigentlich, sie möchten ungern auf ihn verzichten. Aber gut, ich habe mir ein paar Fakten zu ihm aufgeschrieben und mich da gestern Abend ein bisschen näher mit ihm beschäftigt. Also wie gesagt, der Junge ist 18 Jahre alt, ist zwar Peruaner, offiziell, aber er ist halber Peruaner. Er wurde geboren in Aichau, seine Mutter ist Deutsche. Aichau liegt in der Nähe von Augsburg und aus der entsprechenden Jugend vom FC Augsburg kam er 2019 an den Bayern Campus. Mitte Januar feierte er sein Debüt beim 8:1 gegen Wolfsburg. Danach folgten weitere 7 Minuten gegen seinen ursprünglichen Verein, den FC Augsburg. Er gilt als hochveranlagter Linksfuß, hat bisher in der Regionalliga 3 Scorerpunkte gesammelt in 8 Spielen. Gleichzeitig auch 2 Tore in der UEFA Youth League geschossen. Also bei uns in Köln ist natürlich die Youth League momentan ein ganz großes Thema. Er nahm 2023 an der U17 Südamerika-Meisterschaft teil. Dann folgten weitere Einsätze in der peruanischen U20 und im Oktober wurde er dann für die A-Nationalmannschaft von Peru nominiert. Primär ist er ein zentraler Mittelfeldspieler, soll eine richtig schöne Schusstechnik haben. Er kann auf der Doppel-6 eingesetzt werden. Primär agiert er aber offensiv. Das heißt für uns, eventuell könnte er neben Tom Kraus spielen auf einer Doppel-6. Das ist natürlich auch interessant zu sehen, was wird dann jetzt aus Isaac Johannesson und wirkt sich das auf die Zukunft von Erik Martel beim ersten FC Köln aus? Ist das vielleicht ein Transfer, der schon mal vorgreifen soll auf ein zukünftiges neues Spielsystem, eventuell mit einer Doppel-6, wie schon gesagt, oder halt Tom Kraus könnte ihn ersetzen, also Erik Martel und Felipe Chavez könnte so eine Art Backup sein, aber auch gleichzeitig sein Partner. Da bin ich echt gespannt, was sich da in Sachen Erik Martel noch tut, weil das scheint ein Transfer zu sein, der schon mal einen Verlust von Erik Martel eventuell vorgreifen soll. Allerdings, wir sollten auch bedenken, Martel ist auch in der Lage, in der Innenverteidigung zu spielen. Ebenfalls unter Druck gerät dadurch auch Dennis Husein-Basic. Deswegen ist es bisher ein Transfer, der auf jeden Fall darauf hindeutet, dass sich so einiges im Spielsystem tun könnte. Aber ja, ich finde das generell interessant. Das heißt, wir haben eine Kaufoption nach einem halben Jahr. Gleichzeitig haben die Bayern auch eine Rückkaufoption. Deswegen, ich frage mich da, ist es überhaupt möglich, dass wir zum Beispiel den Spieler dann im Sommer verpflichten, aber im selben Monat kommen die Bayern und sagen, nee, der hat geil performt, der kommt jetzt sofort wieder zurück, hier ist die Kohle. Das ist natürlich immer so interessant bei solchen Verträgen, die dann geschlossen werden bei so einem Transfer. Bin da echt gespannt. Also natürlich der Name Chavez, Felipe Chavez, peruanischer Nationalspieler. Das klingt nach Magie, das klingt nach Hochglanzfußball, das klingt nach Südamerika-Flair. Aber natürlich, der Junge ist gerade mal 18 Jahre alt und da muss man natürlich erstmal beobachten, wie macht er sich denn. Aber insgesamt, das Paket scheint eine Win-Win-Situation zu sein. Wir können profitieren, wenn es nicht läuft, dann schicken wir ihn zurück. Wenn es läuft, dann holen wir ihn. Und wenn die Bayern dann sagen, ey, der ist geil, hier ist die Kohle, dann kriegen wir trotzdem noch Geld dafür. Also eine Win-Win-Situation an der Stelle. Wir machen eigentlich 0 Verluste, wenn man genau überlegt. Natürlich, wenn man dann so hört, peruanischer Nationalspieler und scheint auch der erste Peruaner zu sein, der aus der Bayern-Akademie kam seit Guerrero und dann so schnell auch peruanischer Nationalspieler geworden ist. Das klingt natürlich nach sehr attraktivem Fußball. Nach einem sehr attraktiven Spieler von seiner Spielweise her. Aber wie schon gesagt, wir müssen das erstmal ein bisschen unter Beobachtung halten. Aber wie schon gesagt, da scheint viel Potenzial vorhanden zu sein. Win-Win-Situation, wie ich schon gesagt habe. Ich war natürlich gestern Abend da sehr überrascht, dass da noch sich was auf unserer Seite getan hat in Sachen Transfers. Ich dachte wirklich, da passiert jetzt nichts mehr. Vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass Sonntag eigentlich so der erste des Monats war. Da dachte ich, okay, der Deadline Day, das ist doch jetzt gelaufen. Aber gut, schien wohl irgendwie mit dem ersten Werktag zusammenzuhängen. Und da haben wir jetzt doch noch irgendwie reagiert.
reagiert. Das heißt, jetzt 2 Transfers haben wir im Winter getätigt. Simpson Pusey und jetzt Chavez. Pusey ist bisher eigentlich ein guter Transfer, nur halt, Problem ist halt die Verletzung. Ich hoffe doch, dass er so schnell wie möglich auch wieder reinfindet und dass wir uns an Felipe Chavez so ziemlich erfreuen dürfen. Aber wie schon gesagt, Peruaner, Südamerikaner, das klingt ja immer so nach Magie und denkt man auch automatisch an Claudio Pizarro. Für die, die es vielleicht vergessen haben, der hat für den FC gespielt. Ich habe sogar ein Trikot von ihm, weil im Ausland kann ich ja wenigstens sagen, hey, Pizarro, der war mal bei uns, ne? Vergesst das nicht, der hat mal bei uns gespielt. Das hat zwar nicht viel gebracht, aber ich habe ein Pizarro hinten auf dem Trikot drauf. Bin mal gespannt, ob ich eventuell noch in der Form von Felipe Chavez schwärmen darf. Wie gesagt, es ist jetzt kein schlechter Transfer. Wir müssen das Ganze erstmal unter Beobachtung halten. Ja, und das sind dann entsprechend meine Gedanken zu diesem Transfer und mehr hätte ich an der Stelle nicht zu sagen. Wir sehen uns dann tatsächlich erst zum Spieltagstalk gegen Rattenball und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.